Radio. Also machen wir Bremsenreiniger. Gut. Warten, bis die Soundkulisse ein wenig nachgelassen hat hier. Mahlzeit, moin Freunde, für unsere Unterhaltung. Wie ihr seht, Stefan fährt gerade schon mal das nächste Auto warm. Was heißt warm? Er steht auf Reserve und wir wollen heute ein paar andere Substanzen in den Tank kippen, um zu schauen, ob das auch damit funktioniert. Und da das Auto jetzt schon auf Reserve ist, macht Stefan das jetzt eben leer. Ja, die Flüssigkeit, die wir heute testen wollen, nennt sich Bremsenreiniger. So, da unter dem ganzen Gelumpe steht der Kanister dazu. Und Stefan dreht noch eine Runde. Oh, das war nicht schlecht. Oh, ich glaube, der ist leer, aber hast du geschafft? Kein Sprit mehr. Tankst jetzt Benzin? Oh, nee, Bremsenreiniger. Aber eigentlich, das Zeug brennt ja auch, Benzin brennt auch. Können wir gleich mal eben gucken, ob der wirklich brennt, das weiß man jetzt noch gar nicht. Oh, moin. Und auch hier fehlt ein Auspuff. Fahr mal ein bisschen. Mit Steine. Kann sein, dass das Auto ganz schön abgeht. Oder ist das nur, weil einfach alles fehlt? Und kein Endschalldämpfer, kein Mittelschalldämpfer existiert. Irgendwann muss aber was passieren. Lass mal Gas geben. Das Problem ist, dass das Kraftstoffgemisch schon vorher entzündet wird, bevor es quasi von der Zündkerze entzündet wird. Und dadurch fängt er an zu nageln. Hört sich dann so ein bisschen an wie ein Diesel, aber ist dann nicht so produktiv für die Leistung und nicht so gut für den Motor. Ja. Aber so im Standgas, im normalen Fahren fährt er noch ganz gut. Oder ganz normal. Erst wenn man richtig Gas gibt. Wenn man das hört. Das ist immer richtig hoch drin im ersten Gang. Können wir. Aber da läuft er gut. So, dann trotzdem wieder noch wärmer. So, Ja, wo ist der Belenzer? 6,5, kurz davor. Dampf hat er jetzt echt. Ja, ne? Vorher aber auch. Was mit dem Nagel? Das hört sich echt eklig an, ne? Ah, ich steig nochmal aus hier in der Mitte gleich. Aber noch richtig Gas. Mach ich gerade, Vollgas. Da hat er aber wirklich echt keine Leistung. Sobald das Nageln aufhört, geht's voran. Und warum geht's dann voran? Weil der dann wieder Quasi quasi müsste doch immer noch so früh zünden. normal, ja, aber ich Oder denke mal, der hat dann so eine verständigt. Drehzahl und keine Ahnung was. Ja. Weißt du, so viel Vermischung. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung.
wie so ein Rentner, der eigentlich seinen Führerschein abgeben sollte. Schalt nicht vergessen. Läuft leider unter Vollgas echt noch ganz normal. Jemand qualmt aber auch. Ja, jemand qualmt aber hart. Müffelt auch ein wenig, aber Treffen wir schon die ersten Sicherheitsmaßnahmen? klar. Wir bleiben in Bewegung. Wischwasserbehälter ist voll und das Auto bleibt dauerhaft in Bewegung. Kann Das ist nichts unsere anbrennen. erste Vorsichtsmaßnahme. Kann nichts anbrennen, oder? Genau. Ja, das riecht echt nach Feuer so ein bisschen. Vom Geruch. Bisschen ist gut. Guck mal, eine Mittelkonsole ist da irgendwo schon durchgeschmort. Getriebetunnel schon warm. Also, man warten, der bleibt mal stehen, sonst sieht man das nicht. Die Kamera guckt für uns. Ja, das sieht gut aus. Was machst du denn da jetzt überhaupt? Ja, ich warte auf euch. Was Wir wollen doch da haben wir doch jetzt 20 Mal gesagt. Was denn? Du hast ja die ganze Zeit gesagt, in der Ansaugung sprühen. Wir sagen jetzt erstmal, dass wir eine B-Länge gewartet haben. Maul. So. Auto ist jetzt warm gefahren, die Bierlänge ist endlich durch. Der Westenstich, War natürlich nur eine. der Westenstich ist auch schon Genau, drin. derzeit hat Stefan nichts Besseres zu tun, wie sich von einer Wespe stechen zu lassen. Hab mal eine Wespe, die hier vorm Auge, willst du die so wegkicken und direkt So. morgen nicht arbeiten? Willst du noch jemanden grüßen? Die Grüße gehen raus. Also, Stefan gibt jetzt mal richtig Zunde auf Ja, Bremsenreiniger. und dann werde ich dieses Zeug ne? Made in Germany voll in die Ansaugung reinhämmern, dass er sich vielleicht verhaspelt und dann der Motor so ein bisschen sacklaut durch die Ansaugung. Ging der Drehzahlmesser irgendwie höher als vorher? Oh ja, das wäre nicht schlecht. Aber dann da auch ohne Sprit geht der dann. Vielleicht ist er dann irgendwie ein bisschen zu dumm. Aber das war, glaube ich, ein bisschen zu viel gerade auf einmal. Da war der ein Ja. bisschen verwirrt. Die Anfangs. Zündkerzen gelöscht. Ja. Oh, Junge, ey. Um den Boah, wie Bremsen- laut die Ansaugung Ja. ist, ne? Boah, die schreit. Cool. Wenn dann nochmal was Schloss nachmachen. Was zum Nachmachen. Also wenn ihr euer Auto mal ein bisschen schneller haben wollt, dann holt ihr euch solche Dosen, macht hier einen Schlauch drauf, legt den Schlauch von der Ansaugung in den Innenraum und dann fahrt ihr auf der Autobahn und dann drückt ihr hier drauf. Beim Diesel klappt das Ganze noch besser, aber wenn man davon zu viel nimmt, könnt ihr euch dieses Video angucken. Da oben eingeblendet. Da klappt das so gut. Hat das so 2 Meter geklappt. Ne, Ruhespur, durchgedrehte Reifen und dann war die Ölwanne weg. Mit Inhalt. Finito. Fertig. So, wieder einmal hat dieser Motor des schweren Herzens überlebt. Leider Gottes. Und ich denke, wir machen jetzt einen
Cut an dieser Stelle. Da das Auto ja noch läuft, wisst ihr genau, was dem Auto demnächst blüht. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, was wir damit machen sollen. Könnte man ja auch. Also wenn ihr Wünsche habt. Genau, schreibt einfach in die Kommentare, was wir mit diesem Auto als nächstes anstellen sollen, weil planmäßig soll dieses Auto endlich verschwinden. Das heißt, ihr schreibt jetzt rein, was wir damit machen. Game over, Cut, kaputt, fertig. Wow. So. Wenn euch das Video gefallen hat, wieder auch schon dick. so, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Abonniert uns weiterhin so fleißig wie bisher. Schaut bei Instagram vorbei, da wird Niklas auch nochmal viele Sachen posten. Bis dahin, munter bleiben und ciao. So, ich fahr jetzt nach Hause. Wer möchte diese Motorhaube kaufen? Privatauto. Tschüss dann.